Sodala, weiter geht's. Heute sind wir in Pula. Und jetzt schauen wir uns dann gleich was Römisches an. Und zwar ein Amphitheater. Genau, da wird staunen. Bis gleich. Sodala. Was ich gleich wieder filmen muss, sind die Palmen. Palmen gibt es so richtig einen ganzen Weg entlang bis zum Kreisel. Und am Kreisel gehen wir dann rechts. Links. Am Kreisel gehen wir dann links auf und dann ist das so schön. Ja, was schaut denn da schon durch? Unser Ziel. Die Palme ist unser Ziel. Na schon mal, da oben sieht man es jetzt schon durchschauen. Das Amphitheater. So, das war jetzt echt ein bisschen schnell. Schneller als ich gemeint hätte. Wir sind theoretisch am Zoll. Also, der Lukas hat gerade einen Einwand gehabt. Jetzt vermutlich. Wir sind schon da. Wir sind schon da. Da waren sie anscheinend eine Bühne drin. Da spielen wir nächste Woche. Da spielen wir nächste Woche. Nein, ich glaube, irgendwann live in, weiß ich nicht, Pula Amphitheater. Ja, ich habe es jetzt einmal so nah wie möglich hergeholt. Es ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Gut schaut jetzt das ja so aus. Wow. Ja, da kommt dann schon immer so ein bisschen ein Kribbeln im Magen, wenn man denkt, wie lange das schon da steht. Vor was allem das schon gestanden ist, das heint wahnsinnig geschichtstragend ist. Sowas begeistert mich schon, um ehrlich zu sein, sehr. So, ich brauche was für die Coolness. Heute mal geschwind einen Apparat für mich. Halten schon. Ja. Dafür müssen die Lichtverhältnisse ist gut so, he? So leicht mal rein. Pass auf, ich stehe wieder her. Jawohl. Wie schaut's aus? Super. Man läuft noch, oder? Jetzt. So, jetzt sind wir drin. Ich weiß jetzt nicht, wie das Bild ausschaut. Jetzt tun wir her. Ja, das passt gut, perfekt. Also, nichts. wir sind jetzt mittendrin in den Amphitheater. Jetzt schaut es genauso aus wie von draußen, nur halt von der Innenseite. Wir sehen jetzt auch römische Hinterlassungen, also damit man nicht den Batzen, sondern damit man nicht das Gebäude. Damals haben sie auch schon Konzerte gehabt. Große Bühne. Ja, das wird ein sauberes Konzert heute auf Nacht. Ja. Blätter sind mein Gitarre vergessen. Naja, das wird einmal eine A Cappella. Text von meinen Liedern. Ja. Jetzt fällt mir auch nichts mehr ein. Jetzt kommen ein paar Buddeln, ein paar sein. Irgendwas will ich schon filmen. Für die. So, da habe ich jetzt einmal eine schöne Szene. Das Komische ist, das, was mir auffällt, ich finde nirgendwo Schütteln. So, weißt du, so Geschichtsschütteln, wo man ein bisschen so die Hintergründe erfährt. Da war ich letztens, wenn ich in Spanien war ich auch in so einer römischen Ausgrabung. Da hast du richtig schön gesehen, ja, die Geschichte hinter der ganzen Geschichte, die Entstehung. Bin ich drin im Beutel, wann, was, wie entstanden ist, warum das so ausschaut, die Umrisse. Ich glaube, mein Gesicht ist unscharf. Jetzt, warum die Umrisse so sind, wie sie sind. Gerade sehe ich da überall Sterne, Gebäudeumrisse, aber ich finde nicht den Zusammenhang. Mal schauen, ob wir da noch was finden. Ritterrüstung. Also ein kleines Fazit zu dieser Geschichte. Geschichtlich absolut beeindruckend, nur leider von der Geschichte findest du innerhalb vom Amphitheater gar nichts. Das ist im Endeffekt wie ein leerer Konzertsaal, ohne jeglichen Hinweis auf Geschichte, ohne Grafiken, ohne irgendwas zum Nachlesen. Es ist einfach ein leer hergerichtetes Konzertstadion. Im Endeffekt, wenn ich von draußen durch das Gitter reingeschaut hätte, hätte ich das gleiche gesehen wie jetzt hier drin auch. Ich kann leider nichts dazu sagen. Es ist sehr beeindruckend, dass das da ist, aber das Potenzial, wo das Ganze hätte, die Geschichte darzustellen, auszustellen und vor allem, weil man einen Eintritt zahlt, auch, dass man dann ein bisschen was mehr erfährt, ist leider nicht vorhanden. Naja, trotzdem recht beeindruckend, recht schön. Nimmt das Ganze leider sehr an Bedeutung, wenn man da von 1000 bis 2000 Jahren, 3000 Jahren, 4000 Jahren, 5000 Jahren, 6000 Jahren, 7000 Jahren, 8000 Jahren, 9000 Jahren, 1000 Jahren, 2000 Jahren, 3000 Jahren, 4000 Jahren, 5000 Jahren, 6000 Jahren, 7000 Jahren, 8000 Jahren, 9000 Jahren, 1000 Jahren, 2000 Jahren, 3000 Jahren, 4000 Jahren, 5000 Jahren, 6000 Jahren, 7000 Jahren, 8000 Jahren, 9000 Jahren, 1000 Jahren, 2000 Jahren, 3000 Jahren, 4000 Jahren, 5000 Jahren, 6000 Jahren, 7000 Jahren, 8000 Jahren, 9000 Jahren, 1000 Jahren, 2000 Jahren, 3000 Jahren, 4000 Jahren, 5000 Jahren, 6000 Jahren, 7000 Jahren, 8000 Jahren, 9000 Jahren, 1000 Jahren
nichts zum Nachschauen, Nachlesen hätte und im Endeffekt nicht mehr hat, als wenn ich von der Straße durchs Gitter durchschaue. Ja. Also, jetzt sind wir unter der Arena. Das Ausstellung, das darfst du natürlich nicht übersehen. Das haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Vielleicht kommt jetzt die Überzeugung. Vielleicht wird es jetzt noch. Mal schauen. Ja, es wird. Jetzt wird's richtig interessant. Und ich kann es einfach nicht verstehen, jetzt auch im Nachhinein nicht, mal jetzt wirklich so verzeihen. Jetzt haben wir da dann einen riesen Keller gesehen, wo lauter Ausstellungen waren über irgendwelche antike Vasen, wo Öl und Wein irgendwie gelagert und transportiert worden ist. Aber wen interessiert denn das? Das war ja nicht der Grund, warum ich das sehen hab wollen. Du hast wirklich in den ganzen Stadion für einen relativ hohen Eintritt nichts innerhalb entdecken können, was du nicht von außerhalb vom Zaun sehen hast können. Du hast irgendwie nichts erfahren. Dieses Potenzial, wo das Ganze mitgebracht hätte, ist absolut ins Wasser gefallen lassen worden. Ich muss sagen, es war ja enttäuschend irgendwie. Ich muss sagen, draußen war auch das einzige Schüttel, wo du irgendwie Informationen hast erkennen können. Draußen dazu gesagt, gell. Es hat eigentlich nichts gebracht, wenn du da drin gestanden bist, außer dass du dein Geld aus dem Fenster rausgeschmissen hast. Das ist, ja mei. Aber an sich trotzdem große Empfehlung, sich das Ganze mal anzuschauen im Pula. Aber es kommt noch ein weiteres Video und da erzähle ich noch ein bisschen mehr über Pula. Da gibt es Redebedarf. Dankeschön fürs Anschauen.